Moin und willkommen zum Minette Mashup! Podcast von Minette UNESCO Biosphäre, eine Partnerschaft mit dem IK, CNC und dem MOA. Ja, hallo, ich bin Hanna und ich arbeite an der Minette UNESCO Biosphäre. Ich arbeite hier seit April und ich bin Volontärin und ich helfe mit der Kommunikation und Recherche. Und ich bin aber nicht allein hier, ich bin auch mit meinen Freundinnen, die auch diesen Podcast machen. Wollt ihr euch auch vorstellen? Moin, ich bin Lori, ich arbeite beim IK-CNCI. An den IK-CNCI steht für Industriekultur CNCI. Wir sind ein ASBL. Wir promovieren Industrie, Patrimoine und Kultur zu Lützeburg. Moin, ich bin Gianni oder Jennifer, wie ihr wollt. Meistens bin ich Gianni genannt. Am Meer, ich arbeite noch für den IK-CNCI. Am Meer bauen eben ein Réseau mit all den Akteuren, die an dem Bereich Industriekultur aktiv sind. Am Meer bauen eben ein Zuchtréseau ab. Hallo, ich bin Marike. Ich arbeite für den MOAR, Musee von der Abest. Das ist ein ganz neues an den ersten Musee von der Abest am Land. Das ist ein Projekt von der Gemeinde Kehl und von der zukünftigen Kulturhauptstadt Asch 22. Und ich koordiniere da alle Projekte, machen wir Ausstellungen und ganz diverse Evenementen. Und das geht ganz spannend. Also, voilà, ich meine, wir sind da irgendwie von mir feiern. Ja, alle unsere Organisationen haben ein bisschen etwas Ähnliches oder beziehungsweise beschäftigen sich alle mit Minette. Und so haben wir eben nur Allfond. Bei den anderen geht es um die Natur am Minette, bei uns geht es mehr um die Industrie, aber bei Marike geht es halt mehr um die ehemalige Arbeit oder die aktuelle Arbeit. Oder wie die Arbeit den Minette geprägt wird. Und voilà, so haben wir uns alle zusammengefunden. Ja. Spannend! Ja, und nun, dass wir uns alle gut vorgestellt haben, vielleicht sollen wir darüber schwatzen, wie weit wir überhaupt einen Podcast machen. Und ich meine, wir haben also alle uns Organisationen, die passen ganz gut zusammen und dafür haben wir einen bestimmten Grund, wie weit wir das machen. Berlin aufhängen. Ja, also wir haben den Podcast mit einer ganz bestimmten Idee angefangen oder fangen mit einer ganz bestimmten Idee. Und ich wollte mal mit ein bisschen die Minette entdecken, wir nicht nur mit unseren Nullausstrahlern, wir haben noch alle Chaos an unserem Podcast einen interessanten Gast, den mit uns dann zusammen verschiedene Plätze am Minette entdeckt. Und wir haben gedacht, das wäre flott, erst mal über einen Reis zu holen und dass der auch mal gewollt geht, was so alles hier am Minette geht. Ja, und ich meine, das wird wirklich spannend sein, weil die Gäste zum Beispiel werden noch nicht immer die gleichen Gäste sein. Das werden Sportlerinnen sein, Künstler, Skateboarder, was auch immer, Naturwissenschaftler. Skateboarder sind keine Sportler. Oh. Ich weiß nicht. Du hast das gerade so beschrieben, wie man Skateboarder ist, kein Sportler sind. Okay, nee. Spannend Gäste, also. Ja, natürlich gehen wir, wie Jenny so, auf Entdeckungsreise auf verschiedene Plätze. Plätze, die wir auch selber nicht wirklich so kennen. Ja, für uns geht selber ein bisschen eine Entdeckungsreise. Genau, und ja, das ist ein bisschen für die Diversität auch von der Region zu weisen, weil es gibt vieles zu entdecken. Und das wird also am Anfang so ein bisschen zusammengebracht. Ja. Und lo dat den Minette den UNESCO-Status hat, wird lo auch viel Events hier passieren. Und das heißt auch, dass wir werden das erst auch so und dann, wenn spannende Events dann am Weekend sind, dann geben wir erst Bescheid. Für allem am nächsten Jahr. Da wird es spannend. Für 2022 da wird bestimmt viel an der Region geschehen. Das heißt, da geht auch an unserem Podcast oft gewöhnt, ob denen verschiedene Plätze, wo wir vielleicht sind oder
auf andere Plätzen so am Minat lebt. Ja, genau. Aber Anna, kannst du ein bisschen mehr erklären, über den UNESCO bei für den Status? Weil das ist schon ziemlich speziell, gell? Ja, also wir haben das war ein langer Prozess, wie all so Prozesse sind. Ja, das haben wir seit dem Oktober, spät Oktober, haben wir das gekriegt. Und das heißt, ja, das alles am Minat, das ist alles UNESCO. Also das ist nicht nur die Natur, weil hier am Minat gibt es schon so Natur, also Schutzgebiete. Aber das ist nicht nur die Plätze, die UNESCO sind, das ist auch die Industriegebiete, auch die Leute, die Tiere, die Insekten, alles. Und das heißt, also den Minat UNESCO Biosphäre will so einen Abruf machen, dass wir dass alles am Minat mehr harmonisch zusammenlebt. Und ja, ich meine, das ist eine spannende Zeit. Für hier am Minat zu wohnen oder hier zu Besuch zu kommen. Und ja, das ist einfach so ein bisschen, werde ich auch machen, so Leute zu Bescheid zu sagen, dass das überhaupt so heilo ist. Ja. Weil ich meine, das ist ja gerade das, was wir auch machen mit diesem Podcast, also ein bisschen so den Mystery von dem ganzen Gebiet ein bisschen entdecken, weil wir sind ja alle zuletzt abgewusst mit zwar ein bisschen Akzent und so. Wir sind ein bisschen eine Masch. Ja, genau. Auch als Ja. Ich fand es wirklich überraschend, wie wenig ich schlussendlich scheinst zu sehen, sein eigenes Land oder seine eigene Gegend kennt. Und dafür wollte man das selber entdecken und dann auch, ja. Vielleicht mitholen. So. Ja. Für das der auch entdeckt. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht Lust hat, selber zu entdecken. Ja, zu motivieren. So. Ja. Fort vom Ekran. Du schon. Raus an die Natur. Marike, du sagst, wir sind ja natürlich auch alle hier abgewesen, wir haben alle ein bisschen Akzent. Yeah. Kannst du mal ein bisschen so, wo dein Akzent Oh dear. Das ist eine Mischung aus Holländisch, Schottisch, Englisch. Also ich bin zuletzt abgewusst, wir sind von meinen Eltern Holländerin und Engländerin, Britin, korrekt gesagt. Und ja, ich war ziemlich lang fort, da sind ich und das ist auch voll cool für letzte Woche rum zu entdecken, nur bei 15 Jahren, weil es hat sich schon viel verändert. Und ja, ich meine, dafür haben wir alles auch ein bisschen fand, weil wir alle gut ein bisschen gut zusammen halb sind. Ja, genau. Alle verschiedene Geschichten. Hanna, vielleicht kannst du kurz erzählen, weil du kannst ja wirklich von ein bisschen mehr weit waschen. 2 komplett verschiedene Plätze, ja. Ja, also ich bin auch offiziell Lützebäuerin, aber auch offiziell Neuseeländerin. Also meine Mom ist von Lützeburg und mein Papa von Neuseeland. Also ich bin hier geboren und dann mit 6 auf Neuseeland geplant. Und echt seit April ist hier zu Lützeburg. Also das ist wirklich flott für mich. Lützeburg seit wirklich ganz vielen Jahren ist zu gesehen und zu entdecken. Und ja, die Spruch auch zu schwätzen. Also ich meine, ihr merkt, also mit mir am meisten, das ist vielleicht ein bisschen komisch, schwätzen mir, ich kenne mir mehr. Also, ja, und Lori, weißt du auch so? Also. Ja, ich bin noch ein bisschen so Mix, also ich bin halb Engländerin und halb Lützebäuer. Und ja, wie Marike auch, war schon lange fort, 10 Jahre in England und ja, dem Englisch geschwätzt und dann ja, verliere ich noch viel von der Sprache, das ist ein bisschen schwer. Und ja, wie du siehst, kann in sein Land vielleicht nicht mehr so gut und die hat sich auch immens viel verändert die letzten paar Jahre. Und dafür bin ich mega froh, dass wir den Podcast machen, weil so komme ich auch so auf neue Plätze, wo ich noch nie war. Und
Ja, und auch gut für Lützeburg zu schwätzen, weil das war auch etwas, wo wir ein bisschen diskutiert haben, ein wenig Spruch machen wir, wir waren uns nicht so richtig sicher, aber ich meine, wir haben uns auf Lützeburg geegnet, auch für uns selber Also- zu üben. Also kommen noch ganz viele Reklamationen. Ja, aber den so verstehe nee, nicht. halb, dann, okay. Ich meine aber nicht. Und Jenny, kannst du also, wo willst du gehen? Ja, ich habe noch einen ganz anderen Hintergrund. Also, ich bin auch zu Lützeburg geboren. Ich bin halb Lützeburg und halb Deutsch. Also, gar nicht den englischen Volley. Und ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Ich bin mit 3 Jahren in Deutschland, also mit meinen Eltern in Deutschland geplündert, weil mein Papa Deutsch ist. Und da habe ich gelebt, dass ich bis ich 12 war. Und da bin ich auf Lützeburg zurückgekommen. Und das heißt, ich habe sich auch de Süden, wo ich dann seitdem wohnen mal müssen entdecken, wo andere gesagt haben, oh, kennst du den Platz? War ich so, nee, die kann ich nicht. Und noch über mein Teenageralter hin war ich bis zur Uni, wo ich dann zwar im Fort war, aber bis dahin aber viele Plätze habe ich mir nicht entdeckt oder neu entdeckt, die ich gar nicht kannte. Das heißt für mich, es gibt nicht immer Plätze, die ich nicht so gut kenne. Die ich froh sind, mal der zu entdecken. Nee, warte. Nun kommen wir noch dabei, nur zu schwätzen, weil, wie das wir von all möglichen Hintergründen hier kommen und so, und hier am Minat auch alles ein bisschen multikulturell und zwischen Industrie und Natur ist. Als halt diese Nummer entstanden. An den Ass, Hanna? Minat Mashup! Der Podcast. Der Podcast. Ja, das ist auch flott, weil hier am Minat, ich weiß nicht, viele Leute kennen den Minat vielleicht als ein Industriegebiet. Nehmen Industrie. Aber über 30 Jahre, seitdem die Minenarbeit abgehalten ist, gibt es super viel Natur. Und lo ist es nicht nur den Müllerdal, den ihr bestimmt kennt, aber auch den Minat, das ganz, ganz schön ist. Lo wohne ich zu Asch und ich bin begeistert, also, dass es so viel Natur gibt, weil ich gerne laufen und mit dem Velo unterwegs. Ja, das ist wirklich krass. Und ich meine, das ist auch flott, weil wir weisen erst, dass es auch hier super viel Veränderungen gibt. Und es gibt noch immer spannende Industriegebiete, mehr auch Natur, viel Natur. Und ja. Und Mashup, auch wenn es alle sind verschiedene Sprachen Ja, und genau. Backgrounds, Ja. das ist schon cool. Ja. Und dann die Gäste, die kommen, wir wollen auch wirklich ganz verschiedene Gäste haben. Die auch, also es geht auch super viel, das hier lass am Minat, das nicht nehmen, Leute, die in Industriegebieten schaffen, das gibt viel Künstler hier, auch Sportler, alles. Ja, dafür Mashup. Ein Mix von allem. Ja, genau, gut gesagt. Passt ja auch ein bisschen an den Ash22-Slogan, der Remix-Culture. Ja. Mehr Mashup und alles. Mehr Für Mashup. die Remix-Jahr. Ja, genau. Ja, die Verenglischung vom Lützeburg ist auch ganz schlimm. Dazu mache ich lo, das machen wir so schon als im Podcast. Also, wenn euch das ja. nicht gefällt, dann schaltet lo aus. Ma ja, und ich weiß nicht, sollen wir also nur lauschen dann nur nach so, weil wir sind ja ein Traveling-Podcast. Wir holen ja immer als Gast mit auf verschiedene Plätze. Wo haben wir uns dann halt selber mitgeholt? Mir geparkt, mal beim ja. Von de Gra oben. Wie heißt den Parking? Titelbiersch. Ja, Titelbiersch. Und dann Tana war gut, weil er hat sein Navi dabei auf seinem Handy Ja, und hat alles gelegt. Und dann haben wir alles Equipment geholt und haben uns auf den Weg gemacht. Und nur 20 Minuten mit einem kleinen NW sind wir hier angekommen. Ja, Marike, du hast für uns so schön beschrieben, wie es hier ausgesagt. Das ist wirklich das ist ein bisschen Star Wars, das ist ein bisschen Utah. Ja, also wir gucken ein bisschen Mars, Landschaft.
Also das als erstes Mal rot erkring. Ich sehe ganz viele schöne kleine Blumen und Pflanzen. Und zwei schöne Frauen. Lori und Jennifer, hi für mir. Und dann können so ein roten Filz, wirklich ziemlich impressionant, groß. Da steht auch ein Baum, wirklich den mir Pedro gesagt, den he's living on the edge. Steht ganz am Ende vom Filz, ganz cool, da relaxed. Und wenn ihr ein bisschen weiter guckt, neben dem Filz, also am Filz angebaut, am Anfang als ein Entree von einer aller Minen. Ja. Und da oben drüber steht 1965. Ja. Da man nach probiert rauszufinden, wir wollen nun, dass es den Datum ist, wo sie zugemacht gouf. Wir sind uns aber noch nicht ganz sicher. Jenny, du sollst den Min bis ganz op Peting bis Ja. Produkt rauskommen. Ne? Ja, ich hatte ein bisschen gelesen, ich mal hinkommen sehen, und das war schon noch nicht ganz viel von. Aber das auch, wenn der mehr wisst, die was dem hin da ist das gerne schreiben. Aber ich schon mal fand, dass anscheinend den ganzen Passage bis auf Rodange geht. Und sie sind sich Tab d'entrée also anscheinend zu Rodange, und sie haben bis 1964 bis hin also den Tunnel sozusagen für den Minat stehen und sich rauszuholen aus der Mine, haben sie den ganzen Durchbruch bis 1964 bis hin gemacht. Was ist dann der Minat stehen genau? Haha. Hanna? Oh. Ja, also den Stehen aus Gold, also den Eisengehalt. Und da das war auch für was die Minen überhaupt, für was die geht, weil Eisen dann gemint gouf. Ja, gouf den Steen gouf rausgeholt aus den Minen, für dann daraus Eisen Ja, oder Stahl, Eisen, ja, Stahl hier zu machen zu von den stellen, Eisen. ja. Und dadurch also die ganze Region hier markiert durch die ganze Industrie, und das gesagt in Sicher, wo wir sind, ganz gut, weil die Fels waren, das war ja sich den Tagebau, wie ihn das so auf Deutsch so nennt, wo heute stehen auch Bause geschlagen gouf. Und wenn man sich vorstellt, dass heute mal auf der schönen roger Wiese Maschinen mal gelaufen sind und so, und ja, kann ihn sich bald nicht vorstellen. Ja. An Haut gehen Leute mit ihren Muppen tröppeln. Ja. Und das ist so Wir komisch. sind ein bisschen Das, ja. aufgelangt. Ja, weil er sich aufgelangt, weil ihn dann guckt, weil Muppen hier bin so laufen. Ja. Ja, wir waren noch lo, also bald ganz lang lo, bald den ganzen Tag. Also das ist wirklich ruhig. Und den, wie haben wir den genannt? Grillen. Wir haben auch noch flehend Grillen. Ja, ganz speziell, die ich gut, also noch nie gesehen habe. Und ich habe Biologie und so weiter studiert. Also. Die waren voll cool. Wir sind so ein paar Schritte gegangen und dann sind sie sofort geflohen Ja. und dann drum gelandet. So, Wie heißt sie? also, ja, ich meine, Jenny, du hast die etwas. Nee, ich so, das wäre wahrscheinlich so ein Heespringer. Aber ein Heespringer, der flitt an, schön flilligen. Also das ein Heespringer Piperleg oder so. Ja, Ein Mashup, genau. Heespringer Mashup mit Piperleg. Ja, also wir sollen wahrscheinlich so ein Wo genau am Minat. Ah, das ist mehr schon verroten, ja. Ja, Ich kann also. nicht roten. Ja. Gibt viel Rotplätzen hier. Wir sind am Gela Botter. Also da ist wirklich zu empfehlen. Da sind viele Wanderungen, wo in Trippeln kann gehen, auch Mountainbike kann fahren. Ganz gut Mountainbike Wehe. Und ja, wir können das vielleicht doch eng so Location an die Infobox vielleicht schreiben, so dass Leute auch hinkommen können. Ja. Ja, für die interessiert sind, also hier lebt dann, wer den so nennt, Sentier Didaktik. Das heißt, du kannst noch wo den Infotafeln, wo es über die Gegend steht, für was die so ist. Und ja,
das ist wirklich also empfehlenswert für ein Kehr hin Triplen zu kommen, weil viel den sich wirklich schwer in einer anderen Welt. Ja, wie Marike seht, like en masse. Also, Ja. das ist Ja. wirklich cool. Und plus, wir sind von Uwe nach raufgetrippelt. Das ist so eine immense Vue, wenn du rauf kannst. Also, rauf kannst. Und ja. Ja, und ich meine, wir haben dann alles gesucht. Wir wollten das nicht so lange machen, nur einen kleinen Intro-Podcast machen, sodass wir erklären können, was wir für haben. Und ja. Ja, also wir haben auch für, dass den Podcast all Monat, also ein Kehr pro Monat, rauskommt am Ende von Monat und dann, dass es immer ungefähr 30 Minuten oder sowas. Vielleicht wird man noch dazu können so, dass wir immer als Adventures begleiten mit ein paar Fotos und so. Das heißt, das ist auf jeden Fall der Wert für kurz auf Instagram gucken zu gehen. Du kriegst da die ersten Impressionen oder ja, voilà, du siehst ein bisschen, wie die Platz ausgesehen hat oder das, was man beschrieben hat. Also, folgt uns auf Instagram. Wir werden auch vielleicht ein bisschen so kleine Teasers gehen über Gäste und potenzielle Locations für das nächste Jahr. Genau, kleine Teaser. Ja. Wir freuen uns über ein Like oder wie seht ihr den? Subscribe and like. Ja. Ja, also ich meine, wir können nur Eddie suchen, oder? Und bis geschwind. Bis hoffentlich geschwind. Ja. Bis nächstes Jahr. Eddie! Ciao!